Ho 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 und herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge World of Warcraft. Mitten in der Weihnachten rein sind wir kurz davor, eigentlich die Klingen vom Primus wiederherzustellen. Und ich würde mal sagen, wir reden hier gerade mal mit der Knochenschmiedin Heirmir, bei der müssen wir jetzt mal gemütlich Quests abgeben, um weiterkommen. Und für das müssen wir jetzt mal Quest beenden und dann kommen wir dann schon die nächste über. Helft Knochenschmiedin Heirmir, eure Runenklinge zu schmieden. Ihr erhaltet folgenden Effekt: Fleischformung. Bildet im Verlauf von 4 Sekunden ein Schild aus Fleisch und Knochen, der 2 Minuten lang Schaden in Höhe von 20% eurer maximalen Gesundheit absorbiert. Beim Kalorisieren in der Nähe einer Leiche reißt ihr deren Essenz an euch, und um den Schildwert auf bis zu 50% eurer maximalen Gesundheit zu erhöhen. Dies ist bei mächtigen Gegnern am wirksamsten. Okay, also es wird wahrscheinlich dann auch wieder so etwas sein wie das Todeschakram, das wir da bekommen haben. Ich würde sagen, wir nehmen das mal an und dann unterstützen wir sie. Bin bereit, mit dem Schmieden einer Runenwaffe zu beginnen. Let's go! Aber seitdem habe ich mein Wissen stetig vergrößert. Alles klar, also sie hat ihr Wissen schön weiter ausgebildet, während Primus das sie mal ausgebildet hat, irgendwie so die Richtung. Natürlich. Ihr solltet euch lieber auf einen Kampf vorbereiten. Okay, dann tun wir uns mal gemütlich auf den Kampf vorbereiten. Bis jetzt ist noch nichts Wirkliches passiert. Und dafür würden wir ja nachher so ein Schild erhalten. Das klingt natürlich noch ziemlich schmackhaft, das müssen wir uns mal noch anschauen. Ja. Ah, okay, das sind in dem Fall einfach irgendwelche Schutzgeister, dass wir ja nicht die Klinge anlangen dürfen. Sehe ich das richtig? Okay. Aber allzu starke Gegner sind es nicht, also ein bisschen eine bessere Verstärkung hätte er doch machen dürfen. Das ist in dem Fall die Runenklinge da oben drauf. Okay, es hat wirklich irgendetwas noch von der Klinge vom Lich King. Frostmourne. Auch mit den Inschriften und wie sie genau dort ist, so. Hat noch irgendetwas. Mal schauen, ob da mal noch mehr rauskommt. Okay, er hat Seelen in die Klinge reingeschmiedet. Okay, das ist natürlich auch noch ziemlich speziell. Also wirklich ähnlich wie Frostmourne, der die Seelen aufnimmt von verschiedenen Seelen, die er niedergestreckt hat, wie Sylvanas zum Beispiel. Wer ist das jetzt gewesen? Oder kommt da noch irgendetwas? Also ein grosser Gegner wird wahrscheinlich noch auftauchen, so wie der normale Abgang wäre von einem... So wie es eigentlich immer abläuft im WoW, oder? Ja, moin. Hallo. Der endgültige Wächter der Verzauberung. Aber der endgültige Wächter. Ja, wie ich mir gedacht habe. Eben noch einen einzigen grossen. So holen. Aber das sollte eigentlich für uns gar kein Problem darstellen. Das sollte jetzt wirklich für uns gar kein Problem darstellen. Unser Drachenvolker geht es eigentlich so weit auch noch plus minus gut und erledigt. So, das sieht noch ziemlich schmackhaft aus. Leuchtende Runenklingen. Einsammeln! Noch wundergeile Animation, wie wir jetzt die Runenklingen erhalten haben. Nice. Sieht wirklich noch cool aus. Also für einen Nahkämpfer, ja. Ja. Eine der Runen ermächtigt, als ihr die Klinge genommen habt. Wie ich den Primus kenne, ist das nur der Anfang. Okay. Das heisst, es wird mehrere verschiedene Runen geben, oder irgendetwas in die Richtung. Quiz beenden. Und jetzt kommen wir dann nämlich noch Fleischformung über. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren, was für uns natürlich ziemlich schmackhaft ist und wir mehr Schaden vertragen können. Kehrt mit eurer Runenklinge zu Baronin Draka zurück. Alles klar, ab zurück zu der Draka. Eine unvergleichliche Waffe. Zerbreche ich euch. Also wenn wir die Klinge zerbrechen, wird sie uns den Hals umdrehen. Wenn wir das mal so kurz zusammengefasst nehmen. Die Draka sollte sich auch irgendwo da unten befinden, dann machen wir uns auf den Weg dorthin und dann würde ich unbedingt gerne mal noch Fleischformen ausprobieren, soweit ich verstanden habe. Wenn wir tote Gegner haben, tun wir ihre Essenzen aufsammeln und würden unser Schild um bis zu 50% von unserer Gesundheit erhöhen. Das heisst, wir hätten jetzt 13'000 Leben. Sagen wir jetzt mal um 7'000 können wir unsere Klinge, also um unser Schild nochmal erhöhen. Und nochmal 20%, das heisst etwa 9'000 können wir das Schild aufbauen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber wir müssen das wirklich mal ausprobieren. Hat auch 2 Minuten Abblinkzeit und 2 Minuten lang ist das Schild aktiv. Also, ja, nicht mal so schlecht. Quest beenden! Zeigt mal Kraft Kriegs aus euren Runenklingen. Annehmen.
Markgraf Krexus wartet. Dann machen wir uns doch auf den Weg zu ihm. Mal schauen, ob er auch so in Weihnachtsstimmung ist wie wir alle zusammen. Sally! Quest Creande! Primus ist ein Muster der 5 Soldatenideale von Maldraxxus. Okay. Der Ambition, sich über seine Feinde zu erheben und sie zu vernichten. Okay, ja. Der Verstand, ihre Pläne zu durchschauen und sie zu überlisten. Das unermüdliche Streben nach Sieg, selbst im Angesicht des sicheren Todes. Okay. Also er ist dann wirklich so der Heißt die Stadt der Obergänger gsi von allen da in dem Fünfreich. 5 Runen. auf der Klinge. Dieselben Runen wie auch im Sitz des Geht zum Drachen, zum Sitz des Primus. Wir nehmen einfach mal an. Bringt den Sterblichen zum Sitz des Primus. Okay, ich bin bereit. Fliegen wir zum Sitz des Primus. Als Kundschafter voraus. So, wir haben aber vorher noch Hosen bekommen, Der aber... Primus ist seit seinem Verschwinden verschlossen. Viele haben versucht, ihn zu öffnen. Also seit dem Verschwinden vom Primus ist das verschlossen dort. Der Primus war ein Okay. legendärer Waffenschmied. Mit dem Schlüssel zu seinem Gewölbe gehört sein Arsenal uns. Okay, also er hat ein einiges Die Arsenal anderen gehabt, alles Häuser klar. werden bald von dem Schwert hören. Haltet euch kampfbereit. Okay, also in dem Fall geht es dann darum, das ist... Das gehört am Primus. Sieht ja ganz danach aus, so mit so einem riesen Todesdings. Sieht noch geil aus. Und da sind wir beim... Fliegt mit Drachen zum Sitz des Primus. Haben wir erledigt, ja. Irgendes... Alles klar. Resonieren. Bringt eure Runenklinge mit dem Sitz des Primus in Einklang. Resonieren. Alles klar. Wir haben ja eine Rune eigentlich auf dem Schwert freigeschaltet, das hat ein Symbol Wir freigeschaltet. besitzen den Schlüssel zum Sitz des Primus. Okay, also wir Wir besitzen haben den Schlüssel, nichts um da davon, reinzukommen. Wenn unser Haus als erstes im Kampf fällt. Wir dürfen uns nicht vom Krieg ablenken lassen. Okay, und ich habe da schon mal gesehen, wir haben hier eine neue Armbrust über, und zwar eine knochenverschmolzene Armbrust. Meldet euch bei der 1,7 Schaden mehr, 2 Beweglichkeit, 4 Ausdauer und 2 kritisch, also für uns ziemlich schmackhaft. Haus der Auserwählten. Erfolgsfortschritt. Neid. Eine geteilte Gefahr. Findet die Baronin in der Bastille der Abschwur. Annehmen. Das Haus der Seuche. Sucht die Umgebung beim Haus der Seuche nach Überlebenden ab. Annehmen. Und trifft Baron Virats bei der Speerspitze. Annehmen. Also wir haben wirklich gerade gut etwas. Hat aber recht. Wir brauchen Verstärkung. Schauen wir das mal gemütlich mal an. Also wir machen das in dem Fall auf den Weg zum Verstärkung suchen, zum in den Krieg hineingehen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da wirklich noch etwas Größeres erleben werden. Jetzt ist aber die Frage, was würden wir wollen als erstes machen? Überbringt die verschollene Baronin die Vorladung oder wenn wir gerade zur Haus der Seuche oder Baron der Auserwählten? Also wir haben jetzt wirklich 3 Sachen, die wir auswählen können. Aber ich glaube, wir nehmen gerade mal das Haus der Seuche, weil dort sind wir am nächsten dran. Dass wir so dort langsam vorwärts gehen. Jetzt wollen wir mal schauen. 500 Meter, ja, das ist ja kein Weg. Das ist ja easy. So. Oh, das sind Gegner, müssen wir aufpassen. Ich glaube, wir sind genug schnell unterwegs, dass wir den einfach vorbei hüschen. So. Wir da mal steigen runter, okay. Und da hinten irgendwo sollte sich befinden, da. Das wäre das Haus der Seuchen. Okay, sucht die Umgebung beim Haus der Seuchen nach Überlebenden ab. Also wir müssen wirklich einfach Überlebende suchen. Eben zum Ausrüsten, zum gegen die im Krieg klarkommen. Dass die Lölis dann wirklich am Schluss noch gefallen. Aber ich denke jetzt mal, mit unserer Unterstützung und mit dem Schwert von Primus sollten wir doch das irgendwie anbekommen. Da sind dann auch ein paar mehr Spieler unterwegs. Nice, nice, nice. Da seid ihr ja. Das Haus der Seuchen. Haben viel zu tun. Ihr kehrt gerade rechtzeitig zurück. Sammelt 6 aufgeblähte Giftbeutel. Annehmen und Sporen über Sporen. Erntet 8 strähnige Sporen. Nice, okay. Das heisst, wir haben hier gerade wieder eine weitere Quest bekommen. Seuchenfinder Marillet. Wie spricht man das aus? Marillet? Ich sage jetzt einfach mal Marillet. Ich glaube, das spricht man schon so aus und sonst ja, ja. Ja, ja. So, da müssen wir das irgendwie machen. Dann müssen wir schon schauen. Also wir müssen Strähnen Sporen gesammelt und aufgeblähte Giftbeutel sammeln.
dass wir Strähnensporen gesammelt. Okay. Hä? Okay. Oder so, ja. Das heisst, wir müssen da irgendwelche Pflanzen aus dem Boden rausreißen. Und gleichzeitig müssen wir dann da einfach noch ein paar Käferchen töten. So, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Dann können wir nämlich gerade mal unsere Fleischform noch mal ausprobieren. Jetzt haben wir ja den hier getötet. Jetzt probieren wir das mal aus. Es sucht da seine Essenz, jawohl. Okay, und jetzt haben wir da ein Schild von 4000 Schaden. Nice, das ist natürlich ziemlich viel. Also in meinem Geschmack jetzt ist das wirklich nicht ziemlich viel. Also eine ziemlich nice Fähigkeit, die wir hier erhalten haben. So, dann schauen wir den Giftbeutel, nice. Da haben wir noch ein Pflänzchen zum wieder aus dem Boden ziehen. Yeah. Hau ruck! So. 2 haben wir gesammelt. Nice. Dann tun wir jetzt mal den Käfer da noch aus dem Weg räumen. Der ist nämlich mein Pflänzchen am Verdecken. Geht ja gar nicht. So, dann brauchen wir eh noch einen Giftbeutel, wenn wir Glück haben. Genau, kommen wir gerade mal noch schnell einen über. Und dann ziehen wir da wieder das Pflänzchen aus dem Boden da. So. Strähnige Sporen gesammelt. 3 bis jetzt, okay. Von denen hat es, wie ausgesehen, mehrere da. So 8 Stück sind nicht gerade wenig. Aber wir ziehen da gerade nochmals das nächste und voilà. Ist eigentlich noch ganz easy, wenn man das so anschaut. Und die Käfer haben jetzt nicht allzu sehr viel Leben. Also wir können da easy gut klar gegen die. Wir können dann schauen, dass wir mehr aufs Mal nachher sonst versuchen mal pullen, wenn wir dann noch ein paar von diesen aufgeblähten Giftbeuteln bräuchten. Aber ich glaube, das könnte sich noch gut irgendwie zusammensammeln, während wir da Pflänzchen raus tun und genug Käfer töten. Können wir da wahrscheinlich dann gerade beides etwa gleichmäßig gut einsammeln. Was natürlich noch ziemlich schmackhaft ist. So, kommt doch mal. So, nochmal ein Giftbeutel. Dann räumen wir mal den noch schnell ganz kurz aus dem Weg da. Dann kommen wir nämlich schon mal das nächste Pflänzchen an. So, nice. Baumfeld würde ich an dieser Stelle mal sagen. Und hau ruck. Zack, und erledigt. Okay. Dann können wir gerade den Käfer auslöschen, weil der läuft auch die ganze Zeit bei dieser Pflanze da hinten umeinander. Dann können wir nämlich die noch ganz kurz schnell aus dem Boden entfernen. So, funktioniert doch bis jetzt alles einwandfrei. Es wird auch schön wunderschön angezeigt auf der Karte, wo wir da genau die Pflänzchen aus dem Boden ziehen können. Aber bis jetzt machen wir das, glaube ich, schon ziemlich gut. 7 von 8 haben wir zusammen. Uns fehlen aber noch 3 Giftbeutel. Also wie es aussieht, werden wir schneller mit den Sporen fertig sein als mit den Giftbeuteln. Müssen wir einfach schauen, dass wir noch genug Käferchen umnieten. So, hast du noch einen für uns? Jawohl. Fehlen uns dort auch schon nur noch 2 und das wird eigentlich der letzte Giftspor sein und voilà. So, dann wir dann noch schauen, dass wir ein paar Käferchen finden, die wir auslöschen können. Und dann sollten wir da eigentlich gut vorwärts kommen. Komm, du hast sicher noch einen für mich? Nicht? Okay, schade. Die hat keinen für uns, also wir haben da fast keine Käferchen mehr. Hallo, wo sind ein paar Käferchen? Wir brauchen noch ein paar Giftbeutel. Sieht man da, ich sehe da nirgends einen Käfer. Ah, gut, da ist noch jemand anderes gerade alles am Töten. Da oben haben wir noch einen. Und da hinten, dann hoffen wir, dass wir gerade vielleicht die letzten 2 von denen erhalten. Obwohl ich da schwere Hoffnung sage, nein, wahrscheinlich nicht. Oh Mann. Wahrscheinlich müssen wir dann noch ein bisschen umsuchen. Also der hat noch einen für uns. Jetzt hoffen wir, dass der gerade noch den letzten hat für uns. Und sonst haben wir da noch 2 Käferchen. So, dann kommt der letzte. Jawohl! Es hat gerade noch geklappt. Nice! Dann haben wir die Quest also wieder abgeschlossen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem komischen Typ da oben. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ich glaube, es mit M. Millet. Ja, wir finden es raus. Dann jetzt zuerst mal wieder zurückreiten. Dann kann ich mir anfangen versuchen, den Namen einmerken. Marilet, Mann. Ich kann mir nur so einen Namen vergessen. Was habt ihr heute? So, wir haben für dich da ein paar Sachen gesammelt. Und zwar Insektenstiche. Ein bisschen Giftbeutel, die du willst, und noch ein paar Sporen, Quiz beenden. Und du hast noch das nächste für uns. Und zwar braut einen seuchengeborenen Schleim in Marilets Kessel. Der Kessel wartet schon auf euch. Beginnt, Okay. wenn ihr bereit seid. Rühren. Die Mischung darf nicht zu früh Okay, gehen. Sporen integrieren. Alles steht auch Ein mit paar Sporen, die als Katalysator dienen.
Tun wir da... Meine Drachenfalken sind irgendwie im Weg? Oder muss ich da gerade noch das nächste... Ah, das nächste muss ich auch noch einsammeln. Okay. Also er rührt es gerade rein. Die Viskosität. Ah, jetzt müssen wir es wieder mischen. Okay. Rühre das Zeug. Rühre das Zeug. Dann seid ihr fertig. Kombinieren. Hopp. Nice. Hat doch gut funktioniert. Machen wir uns an die Arbeit. Quest beenden. Da haben wir wieder 3 neue Quests sogar. Er hat 2, er hat trotzdem mal eine. Findet 6 Stück Laborausrüstung. Annehmen. Solchen sind dicker als Wasser. Tötet Korim, den Gerissenen. Dafür würden wir... etwas sehr Schönes Neues erhalten. Das sage ich natürlich nicht. Nein, und das schauen wir uns in dem Fall mal an. Wenn wir dann fertig sind mit der Quest. Findet die fehlenden Zeiten von Marilets Tagebuch in solchen getränkten Überbleibseln. Okay, und wo ist das alles? Alles da auch wieder in einem Bereich drin. Das ist natürlich ziemlich nice. Dann schauen wir, dass wir da schön alles gemütlich mal einsammeln und erledigen. So, die sind grün, das ist gut. Was ist das so? Das ist Laborausrüstung. Also das ist die Laborausrüstung, die wir sammeln müssen. Ah, von dem können wir Tagebuchseiten über, von diesen säugetränkten Überbleibsel. Ich würde sie jetzt eher als Maden bezeichnen, aber lassen wir mal so stehen. So, hast du gerade eine Seite für uns? Nein, okay, das heißt, wir müssen mehrere von denen töten, bis wir da wahrscheinlich die verlorene Seite finden. Okay, was ist jetzt da passiert? Ah, was? Der geht in den Schleim hin und holt das in die Ausrüstung aus. Also das sind so Schleimhäufen, die wir gar nicht ankommen. Dann brauchen wir das kleine Dingsbums da, wo uns dann das alles freiräumt und dann die Rüstung dort rausholt. So, hast du gerade Seite für uns? Nicht, okay. Dann drücken wir da drauf drücken. Jetzt geht er nämlich da alles wegbützeln und holt uns die Rüstung raus, die wir brauchen. So, sammeln. Dann haben wir da schon mal 2 zusammen. Dann töten wir mal den da in der Hoffnung, dass wir da Zeit erhalten. So lang. Dann haben wir ja irgendeinen grossen Gegner, den wir noch töten müssen. Jetzt müssen wir noch einmal noch... So. Der Primus fort ist, bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Margräfin Stradama vertraut mir ihre Ängste an. Ohne Anima stagniert unsere Arbeit und somit auch unsere Macht. Okay, so einen kurzen Einblick eigentlich, was genau passiert ist, nachdem der Primus verschwunden ist. Wir müssen dafür jetzt aber auch die Seite 2 suchen, das heisst mit Seite 1 sind wir gar noch nicht fertig, sondern wir dürfen da jetzt noch mehrere Seiten in dem Fall zusammensuchen. Die Frage ist jetzt einfach, wie viel im Gesamten. So, dann töten wir den mal noch schnell. Und ich würde sagen, ich schaue nachher mal noch schnell nach, wo der mächtigere Gegner ist, dass wir so in die Richtung von dem laufen, damit wir da auch ein bisschen vorwärts kommen. So. Das Haus der Rituale will uns mit Anima versorgen. Stradama und ich vermuten ein doppeltes Spiel. Doch unser Haus kann nicht ablehnen. Wir müssen wachsam bleiben. Okay, also wirklich, wir lesen da gerade die Tagebuchseiten, was da gerade vor sich geht. Die sind da gerade am Porten. He? So, wo ist der grosse Gegner? Der ist in die Richtung. Das heisst, ich mache mich einfach mal auf den Weg in die Richtung. Und dann suchen wir gerade noch gleichzeitig Tagebuchseite Nummer 3 und schauen, dass wir da noch ganz kurz schnell ein paar Ausrüstungsteile bis dahin finden. Dass wir etwa alles so zeitgleich abschliessen können. So, anweisen. Die könnte auch Tagebuchseite haben. Dann tun wir da in dieser Zeit mal den töten. Da können wir schon mal einsammeln. Dann haben wir nämlich schon 5. Also Ausrüstungsteile haben wir jetzt ziemlich schnell schon zusammen gehabt. Ah, der ist sogar mit uns. Oder gegen uns. Hä? Wieso greift denn der plötzlich an? Wir haben doch dem gar nichts gemacht. Ja moin. Okay. Versucht der Sturmreiter. Die Nudel will sich da auch mit uns anlegen. So. Und jetzt hast du das Gras gebissen. Du arme Nudel. Niemand kann den Lichs öffentlich Verrat vorwerfen. Also habe ich einen neuen Trank ersonnen. Ein letztes Mittel, um Stradama zu schützen, falls nötig. Ich bete. So weit kommt es nicht. Okay, was wir erfahren da wirklich ein bisschen mehr Einblick über das, was er also bei ihm gelaufen ist im Gesamten mit seinem Haus. Und dass sie da wegen dem Anima ein bisschen umstritten waren und dass er dann noch einen Trank entworfen hat und so weiter. Also eigentlich noch ziemlich spannend. Aber uns fehlt jetzt noch Tagebuchseite Nummer 4. Jetzt hoffe ich, dass wir das von dem erhalten. Und hier vorne hätten wir dann nämlich den stärkeren Gegner, gegen den wir müssen antreten. So. Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber dafür kümmern wir uns doch mal direkt mal schnell um den Korim. Den Gerissenen. Und hoffen, dass wir da ihn eigentlich gut können erledigen.
Drachenfalken noch schön heilen. Dann greift mich da so ein kleines Schleimli an. Geht's eigentlich noch? So, den haben wir erledigt. Dann haben wir noch 2 kleine Schleimli, die wir müssen aus dem Weg räumen. Bevor die mir da komplett gegen den Keks gehen. So, jetzt sammeln wir das mal ein. Und jetzt ist die Frage, es hat geheißen, bei stärkeren Gegnern sammeln wir mehr Schilde ein. Jetzt wundert es mich gerade mal. Ja, 4100, also wirklich viel mehr jetzt nicht. Also 100 mehr Schild haben wir eingesammelt. Aber in vielen Situationen können genau die 100 Leben oder Schild uns noch wirklich helfen. Also die Fähigkeit, muss ich jetzt sagen, finde ich auch ziemlich cool. So, dann schauen wir, ob wir da noch die letzte Tagebuchseite bekommen, wenn wir da gerade 2 aufs Mal pullen. Holen. Es ist aber gerade gut, haben wir unser Schild, oder? Jetzt kann er uns hier in Ruhe angreifen, es zieht uns nicht wirklich Leben ab. Finde ich natürlich noch ziemlich nützlich. So, nice! Wow, wir haben gerade Level Up! Nice, Level 55! Da sind es nur noch 5. Noch 5 Level, dann haben wir es geschafft. Das Haus der Seuchen. Vernichtet. Wo ist Stradama? Ich muss den Trank herstellen. Ich muss. Okay, also das Haus von der Seuche ist schon mal vernichtet worden und er ist da wirklich um einen Trank am machen, mit dem man, wie es aussieht, das Haus kann beschützen oder sein Leben. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Da bin ich ehrlich, habe ich nicht ganz so genau zugelassen. Huiuiui. Muss ich mir dann auch noch mal beim Schneiden dann kurz anschauen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gemütlich mal zu ihm. Wir haben Level 55, also wir sind da ziemlich gut und fleissig dran. Und dann gehen wir mal bei ihm Quest abgeben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, da haben wir jetzt alle Seiten beieinander. Nachher müssen wir mal schauen, dass wir unseren Beutel noch leeren, sonst sind wir da völlig überladen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen genug Gold einsammeln. 10'000 haben wir ja schon mal. Dann können wir dann auch mal schauen. Ich weiss nicht, wie das genau abläuft mit dem Flügen in dem Gebiet. Ob man jetzt da sich noch freikaufen oder ob das überhaupt möglich ist. Aber das finden wir alles noch raus. Sondermüllsammlung. Weiter. Quiz beenden. Quiz beenden und Quiz beenden. Sammelt Angstschattenextrakte für Molites Trank. Also eigentlich brauchen wir den Trank jetzt, den er da uns die ganze Zeit erzählt hat in diesen Notizen. Sprecht mit Überlebenden des Haus der Seuche. In dem Fall hat er wirklich zum Haus von der Seuche gehört und hat versucht, eigentlich das Überleben von denen zu sichern. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt zuerst mal noch unser neues Teil an. Ist das da? Ja, wir würden einfach Tempo verlieren, aber ich würde jetzt mal behaupten, Tempo spielt bei uns jetzt nicht wirklich so eine gute Rolle. Also wenn wir jetzt das anziehen und dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr kritisch. Also es würde sich schon lohnen. Wir haben 2 Rüstung, 3 Beweglichkeit, 4 Ausdauer und 19 kritisch dazu bekommen, für 19 Tempo verloren. Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Den Rest können wir eigentlich nicht brauchen und können wir dann mal schauen, dass wir den noch verkaufen. So, ich würde an dieser Stelle sagen, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnacht. Lasst es euch gut gehen, gut beschenken. Genießt einfach das ganze Fest mal mit der Familie oder auch allein, wie ich das auch mal gerne mache. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachten, bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao!